lassen mit meiner Frau zusammen, die Vignette Olten, und dann war die Leitungsübergabe an Lydia, an das neue Team, und weil wir einfach gesagt haben, es braucht Raum für das neue Team, wo so die Großeltern ein bisschen weggehen, waren wir ein halbes Jahr weg. Jetzt habe ich ein halbes Jahr Vignette Olten gefastet. Blöde Idee. Also es gibt Leute, die können das ihr Leben lang Vignette Olten fasten oder so. Ich war keine Ahnung. Es ist wirklich schön, wieder hier zu sein. Danke für das warme Willkommen auch von vielen Leuten. Einfach lässig, genau. Und ich habe gedacht, ich möchte wirklich predigen, aber so eine God-Story. Aus dieser Zeit, wo wir weg waren, möchte ich euch gerne erzählen. Ich weiß nicht, ob die Präsentation schon ready ist. Vielleicht kann man das mal bringen. Hier ist nur ein Bild von Regen, sollte es sein. Uiuiui, viel zu weit. Etwa da, genau. Hey, wir waren unter anderem, meine Frau und ich, in dieser Sabbatical-Zeit, waren wir in Marokko. Hey, das ist im Fall wirklich komisch. Also schön, aber so lange her, wo ich da gestanden bin. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geduld mit mir heute Morgen. Ich brauche ein bisschen, bis ich reinkomme. Gut, wir waren in Marokko und unter anderem haben wir dort eine Gebetsreise gemacht. Das heißt, jemand, der dort arbeitet in Ouarzazate, das ist eine Stadt im Süden von Marokko, hat uns eingeladen, einfach eine Woche in unerreichtes Gebiet zu gehen und einfach zu beten. Und was wir gemacht haben, ist, wir sind dann mit dem Auto, so mit Worship-Musik im Auto, durch all diese Dörfer gefahren, eine Woche lang, und haben einfach auf jedes Dorf, auf jede Moschee, auf jeden Imam den Namen von Jesus gelegt und gebetet und angebetet und so. Hey, da kommst du richtig in Flow. Ich und meine Frau sind nicht so die Beterinnen und Beter so jetzt zusammen, sondern wir haben stundenlang, es war easy, Autofahren, schöne Landschaft, Worship-Musik und zu merken, wie Gott mit uns ist. Und je länger wir dort gereist sind, schon eigentlich vor dieser Gebetsreise, hat meine Frau, die ein Riesenherz für Marokko hat, sie war auch der Grund, dass wir da waren, genau, das ist nicht so mein Land, aber es war wunderschön, war wirklich eine gute Zeit. Und ich meine das gar nicht despektierlich, es war wirklich für mich klar, Gott hat zu meiner Frau gesprochen, zu mir hat er noch nicht gesprochen, aber ich möchte das ehren und habe gesagt, ich komme 4 Wochen mit dir, und jetzt hat Gott auch zu mir gesprochen. Also ich werde nicht in Marokko wohnen gehen, aber das ein andermal. Gut. Auf jeden Fall, je länger wir unterwegs waren, oder schon ziemlich bald, hat meine Frau aufs Herz bekommen, für Regen zu beten. Weil in diesem Land frisst die Sahara quasi von Süden her das Land. Das ist eine unglaubliche Dürre. Also wenn du Klimawandel sehen willst, geh ins Drahtal. Vor 10 Jahren waren wir dort, Palmen, alles wunderschön. Heute ist so viel Dürre dort und es ist lebensbedrohlich für dieses Land. Und dann haben meine Frau, und sie hatte noch ein Gebetsteam im Rücken, haben wir angefangen, für Regen zu beten. Und dann haben wir etwas erlebt, das wird mich mein Leben lang begleiten. Egal, wo wir hinkamen in Marokko, wir waren Regenmacher. Wir waren in Ouarzazate, in dieser Stadt hat es schon lange nicht mehr wirklich geregnet. Schon als wir dort waren, hat es ein bisschen geregnet. Als wir dann weggegangen waren, hat es in Ouarzazate 3 Tage lang geregnet. 3 Tage in einem Ort, das so richtig dürr war. Und einen Tag richtig, richtig fest. Als wir auf dem Rückweg von Ouarzazate über den Atlas fuhren, nach Marrakesch, auf dem Weg dort, es hat Sturzbäche geregnet. Im Atlas, das habe ich in Marokko noch nie gesehen. Und dann sind wir nach Fez gegangen, ihr müsst die Städte nicht kennen. Fez ist dann so irgendwie was ist da rechts? Osten, hä? Ja, rechts Osten. Im Osten von Marokko in Fez, eine Nacht, es hat runtergelassen wie dumm. Dann gingen wir nach Rabat, es hat geregnet. Dann, als wir in Fez waren, hat Gott zu uns gesprochen, wir sollten um den Palast des Königs herumlaufen und beten, so wie die Josua. So. Und das ist im Fall ein riesiger Palast, wir sind stundenlang gelatscht. Aber anderes Thema. Und dann habe ich gedacht, das ist wirklich kein Witz. Und da habe ich gedacht, okay, was machen wir jetzt, wenn dort Leute auf uns zukommen und fragen, was macht ihr hier? Habe ich gedacht, Gott, wenn ich mir das mache, es sieht ein bisschen blöd aus, weißt du, das kenne Josua wahrscheinlich nicht und so. Und dann habe ich wirklich den Eindruck gehabt, Gott sagt zu mir, wenn jemand auf dich zukommt von den Palastwächtern, und ich meine, jetzt bin ich größer wahnsinnig, dann sag ihm einfach, ich habe eine Message für den König, und damit du weißt, dass ich keinen Unsinn rede, am 14. März wird es in Marrakesch regnen. Und das war mehr als 2 Wochen vor dem 14. März. Also ich konnte keine Wetterprognose spicken, sozusagen. Und leider hat uns niemand gefragt. Weil wir waren am 14. Ich habe gesagt, ich will das noch miterleben. Am 14. März war ich in Marrakesch. Es hat aber, glaube ich, dumm. Und es ist so trocken dort. Und es war für mich wirklich unglaublich, denn ich glaube, wir haben keine Ahnung, was geschehen kann, wenn wir andauernd beten. Regenmacher. Und dann war noch ganz lustig, so als Anekdote am Schluss, dann kamen wir in die Schweiz und hier war es ja ganz trocken und dann haben wir scheinbar Sahara-Staub mitgebracht, ihr erinnert euch, oder?
das waren wir. Nein, aber es war genau, als wir nach Hause kamen. Und geregnet hat es nachher auch wie dumm. Aber ich habe gedacht, jetzt ist gut, du hast ja gerne Sonne in der Ferien. Aber es war für mich sehr, sehr eindrücklich. Wirklich, ich möchte euch Mut machen. Es ist immer so, oder beten heißt nicht, ich drücke den Knopf und dann passiert, sondern beten heißt, ich gehe in einen Prozess mit Gott hinein. Und ich habe Glauben für etwas. Und entweder sagt mir Gott, ich soll für etwas anderes beten, oder ich bete, bis es geschieht. Und ich glaube wirklich, wir haben einfach zu viele Möglichkeiten, uns zu zerstreuen. Das wäre so cool. Wir würden noch ein bisschen mehr in diese Richtung vorwärts gehen. So, das ist meine God-Story. Und jetzt freue ich mich, zu predigen. Schauen, wie ich den Einstieg finde. Genau, es ist schön, zu sein. Und und damit möchte ich einsteigen in die Predigt. Letzten Freitag vor einer Woche, hatte ich ein unglaublich schönes Erlebnis am T2. Ich war ja schon lange nicht mehr da. Und dann war ich unten und dann bin ich so in diesen Raum hineingestolpert, wo der Pre-Teens-Kurs war. Das ist so schön, dass man da mal anschauen. Einfach diese 15, 20 Pre-Teens, die da sind. Und ich habe diese jungen Menschen gesehen, so kenne die alle, die meisten, seit sie sehr klein sind. Und gedacht, wow, wie viel Cooles ist in dieser Gemeinde gewachsen. Ich meine, ich kann mich erinnern, 1994 wollte man die Gemeinde schließen, zumachen. Keine Zukunft mehr. Und ein paar Leute haben gesagt, nein, da ist noch Leben drin. Und jetzt gehe ich da hinein und sehe diese Pre-Teens und dieses Team. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe gedacht, das muss unbedingt weitergehen. Das darf einfach nicht aufhören. Und das ist ein bisschen meine Frage so zum Einstieg in diese Predigtserie. Wie kann das eine Fortsetzung finden? Wie bleiben wir sozusagen in der Spur, auf die Gott uns in den letzten Jahren geführt hat, dass es über Generationen weitergeht, dass unsere Pre-Teens dann als Erwachsene mit Leidenschaft Jesus nachfolgen und wieder ganz viel Freude haben, wenn ihre Pre-Teens dann im T2 in diesem Kurs sind. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn man ein bisschen Kirchengeschichte kennt, passiert oft, dass Gott schenkt ihnen so einen Aufbruch und dann geht es in die zweite Generation und dann geht es nirgends wo mehr hin. Ganz oft. Ich bringe euch ein kleines Beispiel, das mir sehr nahe ist, weil ich da mal eine Theologiegeschichtsarbeit darüber geschrieben habe, und zwar der Pietismus in Deutschland. Ich weiß, Pietismus hat heute ein bisschen einen komischen Klang für einige, aber es war eine wunderbare Bewegung, eine Erneuerungsbewegung. Und zwar war das so, ihr müsst euch vorstellen, als Luther da seine Thesen an die Wand geschlagen hat, diese Thesen, und dann kam diese Reformation. Eine Riesengeschichte in Europa. Aber wieder so in der zweiten, dritten Generation wurde aus der Reformation dann Streiten um die richtige Lehre. Ich mache es sehr vereinfacht. Die Orthodoxie, da war nur noch dieses Komma in Zephania 3,17. Müsste es jetzt nicht vor oder nach dem Wort stehen. Wisst ihr, so einfach, es war alles im Kopf. Und dann kam eine Gegenbewegung, das war der Pietismus. Und da kam Spener, hieß der Mann, und der hat gesagt, so, wir brauchen wieder eine starke Glaubenspraxis. Und hat eine Schrift geschrieben, die ist Pia Desideria, und wieder kam so eine Erneuerungswelle. Überall haben sich Menschen getroffen, wieder das allgemeine Priestertum gelebt. Alle, nicht nur der Pfarrer kann die Bibel lesen, alle können es, und zusammen ausgetauscht und gebetet. Und in der zweiten Generation im Pietismus kam dann August Hermann Francke. Und er hat diese Waisenhäuser begonnen. Und es hat eigentlich die Grundlage gelegt für die Lehrerausbildung in Deutschland. Das war wirklich so eine Bewegung mit viel Energie, viel Erneuerung. Und dann hat August Hermann Francke eine monumentale Fehleinschätzung begangen. August Hermann Francke hat nämlich plötzlich gesagt, weißt du was, dieses ganze dumme Orthodoxiezeug, überhaupt ein bisschen clever nachdenken und Theologie, das braucht es alles gar nicht mehr. In der Zwischenzeit war es nämlich so, dass die Theologische Fakultät in Halle, das ist in Deutschland, ist pietistisch geworden. Der ganze Norden von Deutschland hatte wirklich eine pietistische Erweckung. Ich muss dir vorstellen, du gehst an eine theologische Ausbildung, alle sind feurige Nachfolger von Jesus. Und dann hat August Hermann Francke diesen Fehler gemacht. Und dann, dass man weiter gut nachgedacht hat, wirklich sich bemüht hat, auch in einem sinnvollen Gespräch mit der Welt, die sie umgeben hat, zu bleiben, anstattdessen hat man einfach Erweckungspredigten an der Uni gehalten. Hauptsache, wir machen das Richtige. Und was ist passiert? Kopf und Hände sind auseinander. Die Glaubenspraxis war irgendwie noch da. Niemand hat mehr gewusst, warum. Und der Kopf hat sich mehr und mehr angepasst der Zeitströmung und die Hände waren noch da. In der dritten Generation, was ist passiert? Was hat sich angepasst? Die Hände dem Kopf oder der Kopf den Händen? Die Hände haben sich dem Kopf angepasst. Heißt, der Pietismus ist einfach ausgelaufen in die Aufklärung. Es gab keine pietistische theologische Fakultät mehr, keine Erneuerung mehr.
Warum? Weil Frank diesen monumentalen Fehler gemacht hat, zu sagen, es ist nur wichtig, was wir machen, was wir denken, ist nicht so wichtig. Und ich glaube, damit diese Bewegung, die Gott schenkt, jung bleibt, dass die Leute wissen, warum, dass die Leute nachhaltig auch wie Jesus leben, müssen wir lernen, wie Jesus zu denken. Und darum heißt diese neue Predigtserie, heißt Think Different, wie Jesus denken lernen. Ich wünsche mir, dass ich und dass wir als Gemeinde bis zum letzten Atemzug Jesus nachfolgen, Gutes tun und glücklich sind. Das ist mein Motto. Jesus nachfolgen, Gutes und glücklich. Aber damit wir das tun, müssen wir auch lernen, wie Jesus zu denken. Weil, und das ist ein Satz, das ist wie die Grundüberzeugung, die hinter dieser Serie ist. Und man kann den auch auswendig lernen. Nur wenn wir lernen, wie Jesus zu denken, werden wir auch langfristig und nachhaltig wie Jesus leben. Ja, im Neuen Testament gibt es 2 Orte, wo Jesus und Paulus intensiv über das reden und über das nachdenken. Die eine Stelle ist, weil eine Bibel da kannst du gerne aufschlagen, ich habe es sonst hier nicht mal, ich habe es auf dem Beamer, Johannes 8, 31 und 32. Da spricht Jesus mit Juden, die frisch zum Glauben gekommen sind an ihn. Und dann heißt es hier, Jesus sprach nun zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus spricht zu Menschen, die frisch Christen geworden sind, seine Nachfolger, und sagt, wie könnt ihr dranbleiben? Wie könnt ihr wahrhaftig meine Jünger bleiben? Und das geschieht so, sagt, ihr bleibt in meinem Wort, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, ihr werdet denken lernen wie ich und die Wahrheit wird euch frei machen. Lernen, wie Jesus zu denken. Wahrheit hat heute einen schweren Stand, findet ihr nicht? Wahrheit hat einen brutal schweren Stand. Auch in unserer Jüngerschaft reden wir wenig über Wahrheit, weil alles ist ja relativ. Kleine Klammer, der Satz ist völlig unlogisch. Habt ihr das schon mal gemerkt? Da kriege ich immer einen Knopf im Kopf. Weil wenn alles relativ ist, dann müsste ja auch dieser Satz relativ sein. Aber wenn dieser Satz nicht relativ ist, dann ist ja auch nicht alles relativ. Wer kommt da draus? Ja, schon lange im Predigen, ich weiß nicht, ob es noch geht. Und das ist einfach nicht logisch, oder? Also alles ist relativ, das ist das Einzige, was immer gilt. Völliger Unsinn. Weil es ist nicht wahr, es ist nicht alles relativ. Es gibt eine objektive Wahrheit und die ist in Jesus Christus zu finden. Er ist die Wahrheit. Ich sage nicht, ich kann die Wahrheit komplett objektiv erkennen. Das ist was anderes. Da sagt Paulus auch, da müssen wir bescheiden bleiben. Aber es ist nicht alles relativ. Wahrheit gibt es und sie ist wichtig, weil sie hilft uns, frei zu werden und frei zu bleiben. Ich möchte, und das möchten wir zusammen, ich habe das mit Lydia vorbereitet, diese Predigtserie, wirklich eine Lanze brechen für die Wahrheit. Es ist einfach nicht wahr, damit wir tun, dieses Doing the Stuff-Ding von der Vineyard-Bewegung, dass wir tun, was Jesus gesagt hat, müssen wir auch lernen zu denken, was Jesus gesagt hat, dass wir denk- und sprachfähig sind. Weil sonst überdauert es einfach unser Kopf und unsere Hände auseinanderklaffen. Wahrheit ist wichtig. Die Kraft der Gedanken. Gedanken haben eine unglaubliche Kraft. Wie hat der Krieg in der Ukraine angefangen? Wie hat er angefangen? Mit einer ganz eigenen Gedankenwelt in Putins Kopf. Wir haben alle Katastrophen, politischen Katastrophen, Hitler, wie hat das angefangen? Es hat mit Gedanken angefangen. Sähe einen Gedanken, hat jemand mal gesagt, und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du erntest ein Lebensschicksal. Gedanken haben eine unglaubliche Kraft. Wie können wir lernen, wie Jesus zu denken? Und wie wichtig das sehen wir ganz am Anfang der Geschichte der Menschen. Ich meine, warum sitzen wir denn in diesem Schlamassel? Also, ich meine jetzt im Sinne von, warum ist die Welt leid, zerrissen und ungerecht? Was stand ganz am Anfang dieser Geschichte? Eine Lüge, eine Unwahrheit. Die Schlange unter dem Deckmantel von ich bin für euch, ich kümmere mich um euch, kommt und sagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen? Das hat er überhaupt nicht gesagt. Aber diese Saat, diese Gedankensaat hat zu dem geführt, dass die Menschheit sich von Gott losgerissen hat. Die Kraft der Gedanken. Und darum der zweite Bibelvers sagt Paulus zu den Römern, sagt er,
Lasst euch nicht durch diese Welt formen, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Also, es gibt wie zwei Möglichkeiten zu leben. Wir können uns formen lassen von dieser Welt. Und hier steht im Griechischen was ganz Interessantes. Quasi diese Schematizomai heißt das Wort. Diese Schemas, diese Denkschemata der Welt. Lasst euch nicht von ihnen formen. Wir tendieren dazu, zu übernehmen, was die Welt, die uns umgibt, denkt. Und mit der Allgegenwart des Internets und all diesen Medien, Meinungen und Meldungen ist diese Gefahr noch viel größer, dass unser Kopf geprägt ist, nicht von dem, was Gott als wahr anschaut, sondern eben von diesen Meinungen, Medien und Meldungen. Lasst euch nicht davon formen, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Und interessant ist dieses Wort verwandeln, da steht Metamorpheo. Metamorphose kommt davon, steht nur an 3 anderen Orten im Neuen Testament. Und 2-mal davon ist dort, wo Jesus auf den Berg geht und verklärt wird. Er wird verwandelt vor ihren Augen, er wird ganz weiß und durchscheinen. Also diese Herrlichkeit Gottes, die kommt und Jesus verwandelt in dem Moment. Paulus sagt, durch die Erneuerung eures Denkens erlebt ihr genauso eine tiefgreifende Erneuerung eures ganzen Wesens. Wenn die Wahrheit, wenn wir die in unsere Gedanken lassen, wenn die in unser Herz hineinfällt, dann transformiert das, wer wir sind, wie wir leben. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Ich muss ein bisschen aufpassen, meine Tochter hat gesagt, du neigst ein bisschen zum Extrem, wenn es um Internet und Medien und so geht. Aber trotzdem noch einmal, lasst uns ein bisschen uns vor Augen führen, was wir machen heute. Die meisten von uns konsumieren täglich stundenlang Inhalt, der von ein paar wenigen Big-Tech-Konzernen aufbereitet wird. Stundenlang. Und hast du das Gefühl, diese Big-Tech-Konzerne haben keine Agenda? Ha! Die haben eine Agenda. Eine ganz totalitäre. Du sollst ihnen Geld bringen, du sollst nur noch in deiner Bubble sein. Es gibt gewisse Agenden, die gepusht werden, gewisse Dinge, die man auf Google gar nicht mehr findet und so weiter und so fort. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Aber egal, ob das steht, wie krass das ist, wir müssen uns überlegen, wer prägt mein Denken? Wo hole ich meine Informationen? Sonst kann es sein, nicht lange her erlebt, jemand, der wirklich Vollgas mit Jesus unterwegs ist und so viel Gutes tut. Und dann sprichst du über ein Thema und dann kriegst du nur Social Media Content. Ich dachte, das passt ja gar nicht zusammen. Und wenn das zu lange auseinanderklafft, dann folgen die Hände dem Kopf. Hey, wir müssen wirklich Bescheid wissen. Ich glaube auch, das war für mich auch interessant, ich hoffe, ich bin jetzt negativ wieder, gell? Es war für mich interessant, Corona hat einiges weggespült, was nicht in tiefen Überzeugungen gewurzelt hat, sondern ein bisschen christliche Sozialisierung war. Dass plötzlich nicht mehr klar ist, warum ein Gottesdienstbesucher nicht dasselbe ist wie ein Livestream schauen. Das tun wir einfach, es wird sogar als größtes Alter auf, ich weiß schon. Aber wir müssen tiefe Überzeugungen entwickeln, die der Wahrheit Gottes entsprechen, damit wir dranbleiben an dem, was Gott uns geschenkt hat. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Darum, sagt Jesus, bleibt in meinem Wort. Darum sagt Paulus, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Und darum heißt es von den ersten Christen, und damit lerne ich diesen Teil, die sind ja in verschiedenen Dingen, heißt es, sind sie verharrt. Sie verharrten aber. Und was kommt dort als erstes in Apostelgeschichte 2? Sie verharrten aber im Konsumieren von Social Media Content. Sie verharrten aber im Gebet, war auch gut, ja, und noch in der Lehre der Apostel. Das erste, in dem sie verharrten, ist so etwas Langweiliges wie Lehre. Aber Lehre kann hochspannend sein. Aber sie haben gewusst, wenn wir nicht da bleiben, wenn nicht diese Wahrheit unser Denken durchdringt, dann nachher spült sie es einfach weg. Wie den Pietismus, wie so viele andere Bewegungen. Und ich bin jetzt ganz ehrlich und soll nicht allzu politisch sein, aber ich mache mir manchmal ein bisschen Sorgen auch um die Wienet als Bewegung. Als Bewegung sind wir sind eine Bewegung, die lebt von der gemeinsamen Praxis. Und das ist so schön, das ist, was Lydia beschrieben hat. Wir beten für die Kranken und wir dienen den Armen und wir machen das nicht, weil wir müssen, sondern weil wir so begeistert von Jesus sind. Das ist super. Aber wenn es nur diese Praxis ist und ihnen nicht mehr klar ist, warum genau, woher genau, was bedeutet das und was bedeutet das nun in einer Welt, die plötzlich ganz anders funktioniert als die Welt von John Wimber, dann reicht es nicht einfach, die guten Geschichten von John Wimber zu erzählen, dann müssen wir es wieder denken können.
Es ist ein Sonntagmorgen, schon blöd, jetzt will ich nicht, dass ich meinen Kopf anstrenge. Es ist nicht so schwierig. Aber es ist wie das klar ging. Think different. Lasst uns Menschen sein, die lernen, wie Jesus zu denken. Jetzt einfach die Frage, was ich will. Will ich schwimmen im Strom der Meldungen, Meinungen und Medien oder will ich eintauchen in die Gedanken von Jesus? Und wenn ich das Zweite will, dann habe ich einfach ein paar kleine, minimale Impulse so als Einstieg in diese Serie. Ich habe eine gute... Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Wenn es darum geht, in diesen Gedanken von Jesus zu bleiben. Die schlechte Nachricht ist, es ist ein bisschen wie Krieg. Paulus beschreibt es in Kriegssprache. Mit ihnen, mit dem, was Gott uns gegeben hat, an Wahrheit und Mitteln, mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden dieser Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Das tut nicht nach etwas, was man zwischen zwei Netflix-Filmen macht. Das ist ein Kampf. Paulus, das ist die schlechte Nachricht. Es braucht bewusstes Engagement. Ich meine, diese martialische Sprache, die ist für uns ein bisschen schwierig manchmal, aber in seiner Zeit war das ganz normal. Und es gibt eine gute Nachricht, weil, weißt du, was er beschreibt? Wir sind in der Offensive. Er beschreibt eine Belagerung. Ja? Wir nehmen dieses Bollwerk ein, die Mauer da steht, und dann gehen wir drüber und plündern den Feind. So, das ist das Bild, das er bringt. Also durch die Auferstehung von Jesus sind wir in der Offensive. Diese Welt mit all ihren Gedankengebäuden, die vergeht. Und die neue Welt, die Jesus ans Licht gebracht hat, die wird bleiben. Alles, was sich heute so groß und absolut darstellt, das ist im Fall auch veraltet. Seit der Auferstehung. Und darum ist die gute Nachricht, wir sind nicht in der Defensive, sondern wir machen das vom Ort der Auferstehung Jesu Christi. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist hier, eine neue Welt kommt und mit seiner Auferstehung bewiesen, dass es auch so ist und sagt, kehrt um. Denkt an, diese Welt ist am Vergehen. Darum könnt ihr anders leben und anders denken. 3 kurze Impulse, die so nur ein bisschen Wegweiser sein sollen. Denk anders, think different. Wer oder was informiert dein Denken? Und ich würde gerne in der Wiener Dort einen komplett neuen Trend begründen heute. Was komplett Überraschendes jetzt kommt. Ah ja, genau, das wäre auch noch so, was informiert meine Gedanken, oder? Merkt jemand den Fehler? Glaube ich, was du im Internet liest, nur weil das Bild einer bekannten Persönlichkeit irgendwas zitiert und als der gestorben ist, gab es natürlich kein Internet. Aber mein komplett neuer Trend, Hey, come on, lies die Bibel, das haben Sie noch nie gehört von mir. Täglicher Detox unserer Gedankenwelt ist das. Einfach dieses tägliche Entgiften. Ich meine, das kann man auf 1000 Arten machen. Ich weiß nicht, man kann einfach sagen, ich lese so lange, bis mich ein Vers anspricht und dann bleibe ich dabei und gehe ein bisschen tief und rede mit Gott darüber. Man kann sagen, ich lese jeden Tag einen Psalm, man kann fortlaufend lesen. Ich finde die Lectio Divina, wer das kennt, was ganz Cooles, wo du einfach in einer ganz bestimmten Art und Weise durch den Text gehst und mal einen Vers, wo Gott dich anspricht, dann bleibst du da. Und dann denkst du darüber nach und lässt es in dein Herz sinken und arbeitest diese Wahrheit in dein Herz ein. Und so machst du den täglichen Detox. Und ich sage es immer, wenn ich weiß, was lesen, Neues Testament, Psalm und Sprüche funktioniert immer. Wirklich, lies deine Bibel. Das war jetzt die Überraschung des Morgens. Aber wir bleiben da nicht stehen. Denk tiefer. Bibellesen allein reicht manchmal einfach nicht. Das erbauliche Bibellesen. Wir müssen tiefer gehen. Es gibt Dinge, über die stolpere ich im Alltag. Wer von euch ist schon mal etwas gestolpert in der Bibel, das hat er komplett nicht verstanden? Ne? Ja, das ist eine rhetorische Frage. Was hast du gemacht? Ich weiß schon, dass Mark Twain gesagt hat, was? Am René angeläutet. Das darfst du machen. Das ist das Schöne. Die Wiener Dort investiert 20% in diese Academy-Geschichte. Genau dafür, dass wir lernen, auch wie Jesus zu denken. Also ihr könnt mir Mail schreiben, also könnt ihr immer. Wir beginnen übrigens, Klammer auf, noch mit einer Youth Academy. Eine Jugendakademie, wo es genau darum geht, auch junge Menschen das hineinzuführen, ein Angebot für 16- bis 25-Jährige, einfach da tiefer zu gehen. Geh tiefer. Wenn du was liest, was du nicht verstehst, wenn du in deinem Alltag über etwas stolperst, das Gott in Frage stellt, geh nicht einfach weiter. Ich weiß schon, dass Mark Twain gesagt hat, mich stören nicht die Dinge in der Bibel, die ich nicht verstehe, ich habe genug zu tun mit denen, die ich verstehe. Das stimmt. Aber wenn ich immer so lebe, dann ist es auch ein bisschen Denkfall. Sorry, Mark Twain.
Darum, geh den Dingen auf den Grund. Wenn du wirklich, ich möchte einen Trend auslösen heute Morgen, dass wir sagen, danke, ist richtig cool. Das macht auch Spaß, weil wenn du das nämlich nicht tust, was geschieht dann? Du liest etwas, dass du wie einen Widerspruch als Widerspruch empfindest. Zum Beispiel, wenn du die Geburtsgeschichten von Jesus nebeneinander legst, das ist eben schwierig, das miteinander in Übereinstimmung zu bringen. Dann geh tiefer, weil wenn du das nicht tust, dann bleibt dieses Gefühl irgendwie verhebt es eben gleich nicht. Jetzt ganz ehrlich, unter uns 100. Wer kennt das? Du kommst schon nicht mit, irgendwie verhebt es gleich nicht ganz. Gedanklich. Ja, natürlich. Geh tiefer dort. Was immer, schreib Lydia, schreib mir, lies ein gutes Buch, was immer, aber bleib nicht dort stehen. Weil diese Dinge sind wie Einladungen von Gott, ihn tiefer kennenzulernen. Denk tiefer, geh den Dingen auf den Grund, studier die, lies sie nicht nur, studier sie oder frag andere oder studier sie mit anderen zusammen. Diese Academy morgen, diese Denkbars über Homosexualität, seid da, das wird richtig spannend. Das ist ein Thema, wo wir so unter Druck in der Defensive scheinbar sind, das ist gar nicht wahr. Lydia hat einen wunderbaren Satz geprägt in der Vineyard Olden. Den muss in der Geschichtsschreibung der Vineyard Olden unbedingt festgehalten werden. Sie hat gesagt, sie ist überzeugt, die Bibel ist in jedem Thema gute Nachricht. Ich weiß nicht, woher du das hast, das ist schon richtig. Das ist von dir. Das hast du von Jesus. Das ist richtig genial. Das ist richtig genial. Einfach, die Bibel ist in jedem Thema gute Nachricht, auch im Thema Homosexualität und Transgender. Der Punkt ist nur, man muss ein bisschen einen Denkprozess machen, um das zu finden. Studiere das Zeug. Und dann bin ich so ein Denker, dann schreib mir ein E-Mail. Was immer, einfach geht tiefer in diesen Dingen. Ich habe es gesagt, ich muss nicht mitmachen da. Genau, oder vielleicht eine Frage, um noch ein bisschen so, soll ich das noch ein bisschen Wunder machen. Eine Frage, die ich zum Beispiel im Moment sehr neu anschaue, ist die Frage, was ist eigentlich das Evangelium? Weil ich werde immer ein bisschen unruhig, wenn Leute sagen, ich habe ihm das Evangelium erklärt. Und dann, wenn ich sie dann frage, was sie mir erklärt haben, kommt etwas und dann denke ich mir, hey, ich bin nicht sicher, ob das wirklich das Evangelium ist. Was ist eigentlich, überleg dir mal, vielleicht so eine Denkaufgabe, die nächste Woche, was ist eigentlich das Evangelium? Was genau ist das Gute an der guten Nachricht? Und ich freue mich schon, irgendwann wieder über das Predigen, ich bin noch nicht ganz sprachfähig. Ich glaube, es ist noch viel mehr als das, was die Leute sagen, ich habe das Evangelium erklärt. Es ist viel mehr. Studiere die Bibel, geh tiefer. Und als letztes, denk messianisch. Schöner Ausdruck, gefällt mir. Erkläre ich gerade. Was denkt ihr, wenn wir sagen, lernen zu denken wie Jesus, was ist die Mitte von Jesu Denken? Was ist in der Mitte seines Denkens? Vorschläge? Was ist zentral? Liebe Gott, liebe den Menschen. Geht hin, macht Jünger. Ist gut, sehr gut. Etwas, das ganz sicher auch in der Mitte seines Denkens war, ist das Reich Gottes. Er sagt, seine Message war, Gottes Reich ist angebrochen. Es kommt eine neue Welt. Das heißt, die Weltgeschichte, dein Leben, wenn du es mit Jesus verbindest, läuft unaufhaltbar auf den Tag zu, an dem Gott sagt, ich mache alles neu. Das ist nämlich eigentlich schon ein Teil der Antwort, was ist das Evangelium? Das Evangelium ist, egal was heute ist, wenn du dein Leben mit Jesus verbindest, dann läuft dein Leben auf diesen Tag zu, ich mache alles neu und die ganze Welt wird neu werden. Jedes Atom dieses Planeten wird durchdrungen werden mit der Auferstehungskraft von Jesus und es gibt kein Leid und kein Krieg und kein Schmerz mehr. Das war die Message. Das sagt er, kehrt um und werdet zu Jüngern und Trägern dieses Reiches. Das war in seiner Mitte. Das heißt, in der Mitte vom Denken von Jesus waren, ich habe es mal so versucht zu sagen, alles kann neu werden und alles wird neu werden. Ostern, ich meine, wir fasten 40 Tage lang bis Ostern und dann ist Ostern und dann ist es vorbei. Jetzt müssen wir 40 Tage festen. Das war es nämlich. Warum? Weil das ist der große Moment, wo Jesus beweist, dass diese neue Welt am Kommen ist. Das heißt, in der Mitte unseres Denkens, in jeder Situation, egal durch was ich gehe, wenn ich die Welt anschaue, muss dieses alles kann neu werden, alles wird neu werden. Und dann, egal in welche Situation ich hineinkomme, bin ich Hoffnungsträger, habe ich eine andere Perspektive. Im Moment ist es Tür in Marokko, übrigens, das habe ich gar nicht erzählt. Es ist ja nicht so, dass jetzt in Marokko die Türe komplett weg wäre. Aber ich habe einen Artikel gelesen, Sibyl hat mir den zugehalten, wo steht, wegen den Niederschlägen, die in diesem Frühjahr, hofft man dieses Jahr wieder auf bessere Ernten. Also noch nicht das ganze Programm, aber es ist wirklich etwas geschehen. Alles kann neu werden.
Alles wird neu werden. Das war in der Mitte vom Denken von Jesus. Und so sollen und können wir leben. Und dann werden wir eben nicht nur für eine Saison, sondern unser Leben lang Jesus nachfolgen, wenn wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Think different, wie Jesus denken lernen. Ich weiß nicht, machst du das noch, Dave, mit Pianospiel am Schluss? Das wäre super. Ich glaube, es gibt verschiedene Versprechen, die Gott uns macht, wenn wir anders denken, tiefer denken, wenn wir messianisch denken. Das eine ist, es ist das Versprechen innerer Freiheit. Du bist nicht Spielball eben der Meinungen und Medien und Meldungen, sondern du hast eine innere Freiheit, anders zu denken. Also wenn du innerlich frei werden willst, wenn du ein Mensch werden willst, das nicht von all dem, was in Social Media und sonst abgeht, beeinflussen willst, dann hast du einen Weg. Bleib in meinem Wort. Du wirst die Wahrheit erkennen, du bekommst Durchblick, nicht kompletten, aber du bekommst Durchblick und du wirst innerlich frei werden oder frei bleiben. Ich glaube, wenn wir tiefer gehen in diesen Dingen und wirklich versuchen herauszufinden, was heißt es denn jetzt heute, im 21. Jahrhundert Jesus nachzufolgen, wie können wir über diese gesellschaftlichen Themen nachdenken, ist das Versprechen von Gott auch. Die Vineyard Olten wird in die nächste Generation gehen. Nur wenn wir es denken können, können wir es auch weitergeben. Wir wollen nicht die werden, die nur über richtige Meinungen streiten, das ist schon klar. Aber lasst uns tiefer denken und es wird in die nächste Generation gehen. Und wenn du messianisch denkst, dann bringst du in jede Situation einen anderen Flavor hinein. Etwas anderes. Du weißt auch hier, in diesem so elenden Moment kann alles neu werden und wird einmal alles neu werden. Jetzt lade ich dich ein, im ersten Teil der Ministry-Zeit einfach mit Jesus zu reden und für dich wie zu klären, what's next. Wir glauben an Mündigkeit in der Vineyard Olten, an Jüngerschaft, wo die Menschen selbst Jesus hören. Jetzt reden wir jetzt, was heißt das jetzt für dich? Denk anders, denk tiefer, denk messianisch. Was könnte ein Schritt sein? Wie willst du in der Lehre der Apostel verharren, damit du innerlich frei wirst und frei bleibst? Einfach am Ende Zeit, jeder für sich mit Jesus zu reden und einfach ihn zu fragen, was ist der nächste Schritt? Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Dann seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und Paulus sagt, lasst euch nicht formen von diesem Zeitalter, von dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Und ich danke einfach, dass es die Möglichkeit gibt, frei zu werden, frei zu bleiben. Von all den 1000 Ansprüchen auch, die von dieser Welt auf mich loskommen, was ich sein müsste, darstellen müsste, was ich alles tun müsste, haben müsste. Du bist die Wahrheit. Du bist das Leben. Wahrheit ist mehr als nur Denken. Es ist nicht weniger, es ist mehr, du bist eine Person. Und in diesem Hören auf dein Wort, in dieses Wort ernst nehmen, sagen, das ist, was Gott als wahr anschaut, liegt so eine Freiheit und innere Unabhängigkeit. Und ich bitte dich, dass wir da reinkommen, dass wir lernen, nicht auf diese 1000 Stimmen zu hören, sondern auf diese eine. Hilf uns anders zu denken, so zu denken wie du, Jesus.
dass wir auch in 20, 30 Jahren noch einfach mit Begeisterung dir nachfolgen, leidenschaftlich Gutes tun und glücklich sind. Lass uns doch aufstehen und einfach auch noch beten, schauen, was der Heilige Geist sonst tun will. Heilung, prophetische Worte. Komm, Heiliger Geist, wir brauchen deine Gegenwart. Erneuere unsere Gedanken. Jag die Lügen aus unseren Gedanken. Diese Dinge, die uns so klein und unsicher und unfrei machen. Erneuere unsere Gedanken. Komm, Heiliger Geist. Dekontaminiere unser Denken. Lass uns wirklich deine Wahrheit erkennen. Lass uns nicht mitmachen im Chor, der Leute sagen, alles ist relativ und Wahrheit ist nicht mit. Wahrheit ist extrem wichtig. Komm, Heiliger Geist. Vielleicht bist du jetzt hier und dir kommt etwas in den Sinn, so eine Lüge, eine Geschichte, wo du merkst, da bist du irgendwie am gleichen Ort, stolpern deine Gedanken. Dann öffne doch kurz deine Hände und einfach im Namen Jesu spreche ich Freiheit und Wahrheit aus. Mögen diese Lügen ersetzt werden durch die Person, die Wahrheit von Jesus Christus. Es stimmt einfach nicht, dass du hässlich bist. Es stimmt einfach nicht, dass du nicht gut genug bist. In Jesus bist du mehr als vollkommen. Und im Psalm 139 steht, ich habe dich wunderbar gemacht. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist das Erste, was mir jetzt in den Sinn gekommen ist, dass Leute da sind, die finden, die sind hässlich. Und das stimmt einfach nicht. Gott spricht also, bist du wunderbar gemacht. Komm, Heiliger Geist, setz du frei einfach von dem Zeug, wo uns dort bindet. Danke, Jesus. Ist jemand hier, der krank ist und der gerne Heilungsgebet möchte? Noch kurz die Hand in die Höhe heben. Vielleicht können Leute, die in der Nähe stehen, gleich beten. Ich bete auch laut von hier vorne. Wir wollen sehen, wie Gott heilt, auch am Sonntagmorgen. Die Hände müssen hoch, sonst sehen wir sie nicht. Vorne noch, kommt doch hin nach vorne noch. Gesehen Hand, ist jemand rum. Oh, gesunde Gemeinde, super. Komm, Heiliger Geist. Im Namen Jesus spreche ich Heilung aus über jede körperliche Krankheit, die hier im Raum ist. Im Namen Jesus sprechen wir Heilung aus über jede Krankheit, die hier im Raum ist. Krankheit, du musst gehen im Namen von Jesus. Jesus ist auferstanden. Jesus hat alles Leid, allen Schmerz auf sich genommen und hat eine neue Welt ans Licht gebracht. Und da gibt es kein Leid, kein Schmerz mehr. Und wir bitten um das Einbrechen, Heiliger Geist, dieser neuen Welt. Jetzt in diesem Moment wollen wir auch messianisch denken und sagen, alles kann neu werden und schließlich wird alles neu werden. Ich spreche aus über diese Krankheit, alles wird neu werden im Namen Jesu. Probier doch kurz aus, wenn das kannst, ob etwas besser ist, ob das geschehen ist. Und wenn das so ist, dann wink doch kurz, dass wir sehen, was Gott tut hier im Raum. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Wir bitten dich, komm einfach mit Heilung. Dort, wo Krankheit ist, dort, wo auch Traurigkeit ist, komm in deine Gegenwart. Mehr von dir. Wir wollen sehen, wie der Himmel auf der Erde landet. Wir wollen wirklich die sein, die Hoffnung haben, weil wir wissen, alles kann neu werden, alles wird neu werden. Ja, du hast eine Frage. Wenn du vorher das Gefühl hast, stimmt, ich bin zu viel auf einer von diesen Social Media Apps, aber ich komme wie nicht los. Ich habe sie schon gelöscht und habe sie wieder installiert und gehe über den Browser rein und ich sehe, es redet jemand mit Erfahrung. Und du willst das loswerden, würde ich gerne beten, dass Gott auch das Verlangen nach dem Dopamin, einfach die Sucht, die auch aus dem heraus entsteht, dich einfach frei macht von dieser. Und wenn du dich dafür hast, einfach damit es klar wird, auch für die unsichtbare Welt, dass du weg willst von dem, dass du die Hand ein bisschen aufhebst und wir schauen nicht.
Aber einfach, dass es das Zeichen ist, vielleicht will das frei werden von dem. So, und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du kommst. Und dass du das Verlangen nach dieser Stimulation, wo Dopamin einfach aus unseren Körpern nimmst, aus unseren Köpfen nimmst, dass wir nochmal von vorne anfangen. Dass du unser Hirn dort, wo sich Autobahnen eingegraben haben, wo es einfach so normal geworden ist, zum Handy zu greifen, dass du das neu verdrahtest. Und ich bitte dich um einen neuen Anfang, dass wir neue Gewohnheiten entwickeln können. Und im Namen von Jesus spreche ich dich frei von jeder Sucht, die irgendwo mit einem Bildschirm zu tun hat, mit Social Media Kanälen. Gang los und probier es nochmal von vorne. Du darfst nochmal anfangen. Das ist einfach eine riesen Einladung von Jesus heute Morgen. Denk anders, denk tiefer, denk messianisch. Vielleicht ein letzter Satz, bevor wir noch das Gerechtigkeitsgebet beten. Ich garantiere euch, die nächste Hiobsbotschaft kommt bestimmt. Ja, ist super. Die wird kommen. Früher oder später, Corona ist vorbei, da kommt der Ukraine-Krieg. Sie kommt. Ich tippe dieses Jahr auf eine Finanz- und Bankenkrise, aber ist echt egal. Wenn ihr wisst, wenn? Nein, lassen wir das. Wie wäre es, wenn wir dann eben nicht die werden, die den ganzen Tag einfach die News lesen, sondern den Blick wenden und sagen, hier kann alles neu werden, hier kann alles anders werden. Wie wäre es, wenn wir die messianischen Leute, die Christen, das kommt von Christus, das heißt der Messias wären? Das sind wir eigentlich. Lade dich wirklich ein. Auch in der nächsten Krise, die kommt, denk messianisch. Denk so wie ist das Reich Gottes ist hier. Alles andere ist am Vergehen, aber das wahre Licht scheint schon, sagt Johannes. Können wir das Gerechtigkeitsgebet noch haben? Ich hoffe, es ist bereit, weil ich habe es nicht an die Predigt angehängt. Yes. Lass uns das miteinander beten. Vater, im Namen Jesu, zerbrich die Macht der Tyrannen und Gewaltherrscher, der Unterdrücker und Ausbeuter und schaffe Recht den Elenden und Armen, den Ausgebeuteten und Unterdrückten. Richte Gerechtigkeit auf in aller Welt und zeige du mir heute meinen Anteil daran. Amen. Und in dem Sinne segne ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes mit seinem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Dass er deine Gedanken bewahrt und wirklich dich bewahrt zum ewigen Leben in Jesus Christus. Segne dich und sende dich wirklich ein Hoffnungsträger zu werden, weil du anders, tiefer, messianisch denkst, im Namen Jesu. Amen. Schön, dass wir jetzt predigen. Ganz schönen Sonntag und